Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal und speichern das mal noch jede Runde ab. So. Halt Gaufilein, du rennst nicht fort. Und du rennst auch nicht fort, Gaufilein. So. Und die sind alle noch existent. Der ist versteinert. Und habe ich für den... ich weiß nicht, ob ich für den die Erfahrungspunkte gekriegt habe, weil er sich halt selber versteinert hat. Aber es sieht soweit ganz gut aus. Okay. Dann holen wir alle Leute zusammen von hier. Und speichern hier nochmal ab. Weil mir so gesehen, in der letzten Episode, das kann ratzfatz passieren, dass wirklich mal ein richtiger Zauber durchkommt. Und dann hilft uns leider der Spiegelumhang auch nicht mehr viel. Was wollt ihr oben? Ich hab schon wegen. Und gerade hier wegen der Elitide würde ich sagen, wegen der Gedankenschinder mache ich da jetzt erstmal hier frei Haus und reine Tisch. Und die Gedankenschinder sind erheblich schwieriger als die Betrachter, beziehungsweise die kleine Gauth hier. Und... Gott. Wo ist noch einer? Da mache ich nämlich zuerst die Elitiden platt, bevor ich mich um die Gauth kümmere. Weil das sind die erheblich härtere Gegner. Und perfekt. Okay. Gut, warum auch immer. Achso, die haben wahrscheinlich Beherrschung gewirkt oder irgendwas. Die haben sich dann selber beherrscht. Gut. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Dann speichern wir nämlich nochmal an der Stelle. Dann muss ich mich nicht durch alles durchprügeln, was es hier noch gibt. Was hier noch kreucht und fleucht. Und hier ist nichts mehr. Na gut. Ich gucke mich auch immer noch gründlich um. Weil verpasse sollte man hier nichts. Wenn hier Gegenstände sind, sind die auf jeden Fall von magisch sehr hoher Qualität. Und das würde ich doch nur ungern einbüßen wollen. So, erst einmal die stinknormale Beholder fertig mache, die Betrachter. Und dann schauen wir mal, was ist hier rausgelungert. Betrachter und Betrachter. Solange das ältere Todesauge nicht nochmal rausgekackt kommt, ist alles in Ordnung. Betrachter, Betrachter, Betrachter. Ist in Ordnung. Betrachter verwenden zum Glück nur ihre Augenstrahler. Und verwenden keine Zauber. Zauber machen nur die ältere Todesauge noch zusätzlich. Die Betrachter machen ihr Augestrahler als zauberähnliche Fähigkeit. Insofern haben wir hier echt Schwein. Und der ist versteinert. Okay. Ich warte. Das ist gut. Korkan hat auch gleiche Level gekriegt, so wie Vikonia. Dann können wir uns nämlich dort und gleich kümmern und können hier noch das ältere Todesauge stürmen, was sich hier häuslich niedergelassen hat. So, bum, bum, bum. Das wäre jetzt etwas blöd gewesen, dass ich jetzt vor dem Level abgespeichert habe, aber so what. Okay, die ETW 0 ist mal wieder um 1 reduziert worden, 3 Trefferpunkte und ein Sagenkundepunkt. Und seine normale ETW 0 ist jetzt bei 1. Das heißt, er kann nur noch einen kritischen Fehlschlag würfeln und dann war's das. Also er trifft sozusagen immer, könnte man sagen. Vikonia ist jetzt auch eine Klerikerin auf Stufe 20. Hat noch eine Waffefertigkeit gewonnen und 3, 5 und 6 von dem Zaubergrad kriegt sie nochmal einen Zauber. 2 Trefferpunkte gibt es auch noch auf 3. Streitkolben können wir nicht nochmal verbessern. Kampfstil mit 2 Waffen geht auch nicht nochmal. Ansonsten der Flegel könnte man ihr eventuell noch gut skillen. Der Kriegshammer geht leider nicht mehr. Die Keule, Flegel. Ich glaube, da ist die Flegel noch wirklich die bessere Wahl.
Dann können wir das auf jeden Fall auch noch gut skillen. Sehr schön. Dann kriegt sie noch ihren neuen Zauber. Bei Stufe 3 haben wir sogar noch einer. Da würde ich sagen, mittelschwere Wunden heilen kann man echt nie genug haben. Und hier würde ich nochmal zusätzlich eine Massenheilung reinhauen. Dann auf Stufe 6 können wir noch eine zweite Heilung dazu packen. Dann sind wir eigentlich auch erstmal optimal ausgerüstet. Dann nochmal ein Speicherpunkt. Und unser guter Running Dwarf kann sich hier mit dem Todesauge anlegen. Running Dwarf, auf geht's. Du gehst vor und die anderen folgen. Sehr schön. Und Daneben beim nächsten Schlag. solange Korgan alles abkriegt, ist das vollkommen in Ordnung. Man muss halt nur... Oh, Vikonia hat schon was abkriegt. Einkerkerung, scheiße. Genau das ist der Punkt, das sollte nicht passieren beim Kampf gegen älteres Todesauge. Für Einkerkerung müssten wir wieder zurück zu der Duerga, nicht zu der Swirfnibli. Und müssten dort wieder den Zauber Befreiung. Und? Scheiße. Okay, noch einmal von vorne. Abdel Adrian macht da mal Gift auf die Waffe. Und nochmal drauf. Das hindert das Mistvieh eventuell auch wirklich dort dran, einen Zauber zu wirken. Könnte unterbrechen, wenn das Gift mal trifft. Okay, Anomen hat jetzt sich wieder gegen uns gewandt, weil er beherrscht wurde. Alle drauf und der Wetter. Komm schon. Ah, scheiße, Korgan ist jetzt halt auch durch Anomen verlangsamt worden. Kacke. Korgan ist wieder weg. Hey, was hat da bei dem anderen so gut funktioniert? Verdammt nochmal. Macht's kurz. Ah, Schmetterhorn könnten wir eventuell nochmal ausprobieren. Na gut. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. So rum, ja, andere vielleicht nicht so weit Was wollt weg. ihr, Oberweltler? Und dann noch einmal von Ich hab vorne. schon wegen weniger Drauf. getötet. Sagt mir, was Ja, zu tun andere ist. hinten dran auch Meine nochmal drauf. Axt ist verdammt. Und Corgi petze Schmetterhorn raus. Das klingt okay. Ich warte. Abdel Adrian, mach doch mal hier Gift auf die Waffe drauf. Und dann Vikonia, halt doch mal dein Freund. Scheiße, schon wieder Korgan weg. Das ist auf dem hohen Level echt ätzend mit den Viecher. Quick Save, normal. Ich probiere es mal folgendermaßen. Ich probiere mal, ob Edwin... Nee, Quatsch, Vikonia hat den Zauber. Ob Vikonia nicht mit Stummheit durchdringt. Probieren wir es doch mal. Und... Eventuell können wir dann Stummschalter. Nee. Rettungswurf gegen Zauber. Nicht so gut. Dann schauen wir mal, ob man die Kreatur nicht eventuell... Wenn wir sie nicht stillschalten können, probieren wir mal, ob wir da eine Fläche-Schade reinballern könnten. Ich probiere es jetzt erstmal damit weiter. Sehr schön. Die Kreatur ist still. Ich hoffe, das bringt was. Macht's hoffentlich. Das werde ich heißt, wenigstens Korgan gut vor bezahlt. noch ein Tor. Und haut drauf, das war ein Zauberauslöser, ja, Zauberfaller. Dann dürfte das Vieh nicht mehr zaubern können. Oder zumindest nicht mit den Zaubereinkerkerung wirken können. Hoffe ich zumindest. Okay, Abdel Adrian ist 8 durchgekommen. Perfekt. Finde ich es eigentlich schon etwas schade, dass man hier für so ein älteres Todesauge, so ein älterer Augentyrann, nur 14.000 Erfahrungspunkte kriegt wie für einen stinknormaler Betrachter. Das ist etwas schade. Ich warte. Ist schon geschehen. Aber, so what, wir hätten gecrackt. Jetzt geht's weiter hier im Text. Korgan immer weiter vor. Ah ja, da haben wir schon was. Sehr schön. Abdel Adrian, guckst du doch mal Bin an. dabei. Okay. Was haben wir hier? Einen Kettenzauber. Der wäre nicht verkehrt, definitiv. Den würde ich auf jeden Fall gern drin haben. Ja, weil man da dann mehrere Grade simultan wirken kann. Das ist schon nicht schlecht. Heieiei. Das Was wählt man wollt dann ihr, aus, was für Zauber man da wirkt, und dann kann man die hintereinander wirken
Also wie er ausgelöst ist. Ich habe schon weniger. Das ist halt echt schon sehr praktisch. Es gibt auch auf niedrigerem Grad den Zauber kleinerer Kettenzauber. Aber da kann man halt nicht so hochgradige Zauber. Ich glaube, das ist dann 2. Grad und weniger kann man dann simultan wirken. Okay. Da ist noch ein fettes Protz-Amulett drin. Ja, wenn es denn sein muss. Ihr könnt aufrücken fröhliche Bande. Dann, okay, das können wir sowieso noch nicht identifizieren. Na gut. Die Tränke gehen zu Anomen, würde ich sagen. Und bei sowas würde ich doch einmal ganz gern Edwin drüber gucken lassen, weil er hat ja eigentlich die höchste Sagenkunde. Nee. Schade. Okay. Dann landet es auch bei Anomen. Also wie gesagt, das ist auf jeden Fall die Klinge des Ausgleichers. So viel kann ich schon verroten. Sudela. Und... Sagt mir, was zu tun ist. Nee, Quatsch, nicht du, sondern du, Corgi Boy. Und du gehst da rein. Und was haben wir hier zu tun? Nur ein paar Gauth. Okay. Und hier, die Treppe endet im Nichts. Sie führt nirgendwo hin. Hätte ja auch sein können, dass man hier noch in den 2. Teil von so einem Betrachterbau gelangen. Okay, beide Gauth haben sich selber gecrashed. Und das war's dann auch hier. Aber ich muss sagen, für so Betrachterhöhle 2 ältere Augentyranner nebeneinander. Das ist echt schon heftig. Oh, sehr viel Gold. 5600 Königsträne, Zirkon, Smaragde identifizieren und ein Titan. Sehr schön. Oder wie hießen die Sternnummer? Titanit, genau so rum. Okay, die Dinger gehen an Abdel Adrian. Und das Ding geht an Edwin und zack und bumm. So, dann packen wir da rein. Die Königsträne packen wir hier rein. Hier und hier. Perfekt. Dann haben wir soweit eigentlich alles gemacht. Gute Idee, das mir zu übertragen. Dann sind die östliche Tunnel dort damit eigentlich auch großflächig abgeerntet. Das war's dann auch in der Hinsicht. Da waren ja noch ein paar Drow drin, die anscheinend so wagemutig waren, sich hier reinzustürzen. Wie auch immer die an dem älteren Todesauge oder dem älteren Augentyrann hier vorbeikommen sind, wüsste ich mal ganz gern. Weil die Fähigkeiten dafür haben sie ja nicht wirklich, die Drow, die paar. Die sind ja... Wie viel haben die? Ich glaube, die haben 4000 Erfahrungen oder sowas, gell? Und allein schon die Gauth bringen ja 9000 Erfahrungspunkte, beziehungsweise die, wie hießen sie? Die Betrachter und die ältere Augentyranner, die bringen ja dann auch schon ziemlich viel. So, der südliche Tunnel. Genau, dann sind die östliche Tunnel die Ich Gedankenschinder. hoffe, das bringt was. Und bevor ich zu der östlichen Tunnel gehe, würde ich ganz gerne mal mit meinem Abdel Adrian zu der Duergar flitzen. Und würde da eigentlich ganz gerne noch die Waffe identifizieren, beziehungsweise die Fragmente haben, die ich dort gesammelt habe. So, und so. Ich würde gerne einen Blick dort drauf werfen und dann identifizieren wir mal Schampel, den wir hin. So, ach, wenn Korga nicht in der Nähe ist, geschweige denn die andere, schauen wir mal über die Dinger drüber. Das ist ja glücklicherweise nicht notwendig, dass die unmittelbar neben dran stehen dabei. Und dann können wir noch Zeug verkaufen, zum Beispiel hier so Schampel. Da Abdel Adrian jo Charisma ziemlich hohes hat, ist sowas in Ordnung. Okay, 3 Königsträne lasse ich jetzt erst einmal drin. Ansonsten haben wir, glaube ich, nicht wirklich was zu verkaufen, außer die paar Tränke. Ne? Grünstein-Amulett. Todesmaske, die würde ich ganz gern behalten. Und hier haben wir bestimmt noch irgendwelche andere dämliche Zauber, die ich nicht brauche. Identifizieren kann ich leider nicht verwenden. Okay. Dann kehren wir wieder zu deiner Boy Scouts zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu Und erfreuen. dann gehen wir zu der Aber östliche dennoch bin ich Tunnel. beeindruckt. Zu der Hirnlutscher. Oh Mann, Elitite sind immer hart, egal auf welchem Level. Und jetzt werden wahrscheinlich, weil wir schon so gut wie alle Level 20 erreicht haben, werden wahrscheinlich sehr viele Ulitarit mit dabei sein. Aber ich mag jetzt erstmal das Zeug noch vorlesen, was wir hier kriegt haben. Grünstein-Amulett. Das Amulett besteht aus einem
in Gold gefassten Grünstein. Wenn es aktiviert wird, schützt der Grünstein den Trägern vor allen mentalen Angriffen. Darunter fallen auch Angriffe durch Psi-Kräfte. Der Schutz gegen Psi-Kräfte ist allerdings nicht 100%ig. Besondere Fähigkeiten: Das Amulett schützt den Träger gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht, Beherrschung, Gedankenlesen, Gesinnung erkennen, Festhalten, Betäubung, Schlaf, Schwachsinn und Psi-Kräfte. Jedes Mal, wenn der Schutz aktiviert wird, verbraucht das Amulett eine Ladung. Pro Ladung ist der Träger für eine Phase geschützt. Okay, das behalten wir auf jeden Fall gegen die Gedankenschinder. Und hier haben wir noch Amulett des Zauberschutzes. Dieses Amulett ist bei allen Magiern, die ein magisches Duell bestreiten müssen, ein beliebter Schutzgegenstand. Das Amulett schützt nämlich vor allen Zaubern, ohne den Magier selbst beim Zaubern zu behindern. Besondere Fähigkeiten: Der Träger erhält +2 auf Rettungswürfe gegen Zauber. Das ist eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Das könnten wir Viconia geben. Amulett der Macht ist auf jeden Fall unglaublich nützlich. Edwin kann leider keins verwenden. Hoppla, das wollte ich jetzt nicht. Und Abdel Adrian hat vor Gestaltbarung. Das ist eigentlich auch Quatsch. Will ich eigentlich sagen, das Ding ist echt absoluter Käse. Verwandlungsrettungswürfe haben wir nicht so häufig. Da machen wir lieber gegen Zauber, das ist schon sehr praktisch. Oder noch besser, er kriegt dieses Grünstein-Amulett, weil das schützt vor ziemlich viele Sachen. Dann können wir das Ding fortpacken. Gerade nochmal gucken. Ja, schützt den Träger gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht, Beherrschung, Gedankenlesen, Gesinnung kennen, Festhalten, Betäubung. Das ist schon gut, das machen wir auf jeden Fall mit rein. Und da haben wir noch Klinge des Ausgleichers, das Teil des Ausgleichers. Dies ist ein Teil des Ausgleichers. Diese mächtige Langschwert wurde vor langer Zeit als ein Werkzeug geschmiedet, um das Gleichgewicht der Kräfte im Universum zu wahren. Es ist auch als das Schwert der Neutralität bekannt und richtet mehr Schaden an, je weiter die Gesinnung des Ziels von einer absolut neutralen Gesinnung abweicht. Angeblich wurde der Ausgleicher zuletzt vom Elfenheld Alain Grünblatt geführt, der bei einer Expedition ins Unterreich verschwand. Es gibt auch noch andere Gerüchte, die besagen, dass der Edelstein vom Griff des Schwertes von einem entflohenen Sklaven gestohlen und wieder an die Oberfläche gebracht wurde. Können wir verifizieren? Nur ist der Sklave irgendwie bei Irenicus gelandet, sodass Irenicus in den Besitz vom Edelstein des Ausgleichers gelangt ist. Aber ein Teil, die Klinge haben wir jetzt auf jeden Fall auch bei der Betrachter hier gefunden. Jetzt fehlt nur noch die Parierstange, sozusagen das Heft des Ausgleichers. Und dreimal auf der Rote, wo wir das hier finden im Unterreich. Ein zwitscherndes Geräusch dringt zwischen den hin und her windenden Tentakeln der Editiden hervor. Ein scharfer Schmerz stecht euch durch Verstand. Und mehr kann ich leider nicht mehr vorlesen. Das müsst ihr dann leider auch halten. Und selber lesen. Das habe ich jetzt leider nicht mitgekriegt. Als ihr erwacht, stellt ihr fest, dass ihr auf einem harten Steinboden liegt. Welch fürchterliche Qualen die Gedankenschinder für euch planen, wisst ihr nicht, aber dennoch überkommt euch ein Gefühl kalter Angst. Ja, scheint, als ob genug für alle da ist. Ja, Hey, vielleicht ich weiß nicht. Viel verstörender finde ich eigentlich diese Aussage, dass aus denen ihre Tentakelgosche ein zwitscherndes Geräusch kommt. Das finde ich irgendwie erheblich Wenn verstörender. es denn sein muss. Also da kommen wir nicht durch. Und da kommen wir auch nicht durch. Naja, da hat unser Grünstein-Amulett ja schon mal ziemlich viel gebracht, wenn wir hier weggezwitschert wurden von der Elititer. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis es weitergeht in der Story. Ich will raus. Da kommt jetzt nämlich einer. Nicht mehr schlafen, sehr gut. Jetzt hat Zeit für Kämpfe. Ja gut, dann werde ich euch den Kopf abschlagen. Nee, dummes kleines Kerlchen. Ihr nicht kämpfen gegen mich, ihr. Ich recht verdient nichts zu kämpfen. Nee, ihr in Arena kämpfen. Zuhorche, ich euch sage, was na wiese Mist. Erstes Ding, ich nicht euch gefangen, ihr euch vorgewagt in Heim der Schinder und ihr gefangen. Jetzt hat ihr bezahlen für Aufenthalt, verstehe? Nächstes Ding, ihr besser kämpfe gut in Arena, denn wenn nicht gut kämpfe, ihr sterbe. Wenn überhaupt nicht kämpfe, ihr sterben. Vielleicht ihr leben lange genug und kriechen Position von Diener, besser als Kämpfer. Oh, letzte Regel, niemals angreifen die Schinder, ihr in ihrem Zuhause. Sie euch umbringen mit ihren Gedanken.
Ihr kommt mir wie ein ganz vernünftiger Kerl vor. Ich könnte euch reich entlohnen, wenn ihr dafür sorgt, dass wir hier freikommen. Ihr mir gäbe keine mein Leber? Nee. Weil wenn ich nicht korch, ich tot umfalle wegen Halsband. Nee, ihr nix wiese drüber. Ihr nur kämpfe und hoffen zu gewinnen. Ihr werden leben, wenn Kämpfe gut, ich aber warne, nicht ärgern Zuschauer, die besonders stark hier wegen besonders groß Gehirn. Erster Kampf beginnt jetzt. Ja, also der kann es auf jeden Fall nett sein, der ist ja verstärkt, von wegen besonders großes Gehirn. Also der ist auf jeden Fall mal nett dafür verantwortlich. Oh, wow. Abdel Adrian, gehen wir fort. Dann machen wir doch zuerst den Koloss der Erde. Und dann noch den hier. Und ich guck gerade mal. Wir haben hier tatsächlich Zuschauer. Zumindest 3 Gedankenschinder. Ob der 4. ein Ulitarit ist, weiß ich nicht zur Sache. Ich liebe diesen Oger-Standardsatz. Dumm Didel Dai, aus dir mach ich Brei. Gut, ihr kämpfen, gut. Jetzt ihr bleibe am Leben. Ich komme und euch Bescheid sage, wann nächster Kampf anfängt. Okay, mir haben Gegenstände gekriegt. Oh, das ist natürlich sehr, sehr nützlich. Dankeschön, lieber Ogi Bogi. Das ist dann wohl unsere Belohnung hier für den Kampf. Ich glaube, der Edwin kann nämlich auf jeden Fall was gebrauchen. Und dann sollte Abdel Adrian auf jeden Fall noch einer kriegen, damit ich mal dann jetzt 3 petzen kann hier. Sehr schön. Ja, sagt mir, was Okay, wie schaut's dann hier ich hoffe, aus? das bringt was. Jetzt können wir durch. Hallo, das seid dann ihr. Simjaz, oh toll. Hier, Gitianki und ein Simjaz. Ich sehe, wir sind hier nicht allein. Dies ist das schlimmste aller Schicksale, denn wir sind den gefürchteten und verabscheuungswürdigen Elitiden in die Falle gegangen. Und sie glauben, wir würden das gleiche Schicksal erleiden wie ihr. Ihr hättet bei unserem Hinterhalt auf See sterben sollen. Uns steht allen das gleiche Schicksal bevor, die Spielfiguren in der Arena. Eine schreckliche Art, das Leben eines Geschöpfs zu beenden, finde ich. Was für Art Wesen seid ihr? Ich habe niemals vorher so etwas gesehen. Das stimmt aber auch nicht. Wir sind Gitianki. Wir kommen nicht ohne Absicht hierher. Jemand hat uns ein Schwert weggenommen. Ein silbernes Schwert. Wir wollten es zurückhaben. Aber unser Schiff wurde zum Kentern gebracht. Und jetzt sind wir in Gewahrsam unserer verhassten Feinde, der elitidischen Gedankenschinder. Das ist eine Niedertracht, die ich nicht dulden werde. In uns wohnt ein besonderer Hass auf die Elitiden und wir wollen sie tot sehen, ehe wir erledigt sind. Oder wir sterben selbst. Die Gefangennahme alle genügt, damit der Wunsch nach ihrem Tod von meiner Seele Besitz ergreift. Braucht ihr mehr als das? Ich kann nicht mehr sprechen. Meine Schützlinge müssen für die bevorstehende Schlacht meditieren. Es wird große Geisteskraft nötig sein, um diesem Ort zu entkommen. Große Kraft. 5 Gitianki sind es insgesamt. Oh, nee, Anomen, Herr auf, der Edwin zu verkloppen. Ich warte. Ich kümmere mich drum. Okay, er hat sich wieder unter Kontrolle. Schon geschehen. Ja, Und bin dabei. Bitte stört uns nicht in unserer Konzentration. Wir müssen uns gut vorbereiten, wenn wir eine Schwachstelle im Netz der Elitiden finden wollen. Sie kommen und wir müssen uns ihnen stellen. Die Waffen bereit auf mein Kommando. Die verhassten Elitiden kommen in Sicht. Und, wie schaut's aus? Ich hätte nicht gedacht, dass diese Gruppe fähig sein würde, mich zu erfreuen. Aber dennoch bin ich beeindruckt. Na dann. Das ist ja jetzt auch das Wichtigste an Aussage hier in unserem Gefängnis, Edwin. Also, du Keitel, du hast echt drauf Meister. So, hier haben wir noch nix. Ich will raus, raus will ich. Na, aufmachen kann ich es auch nicht. Ah ja, da sind sie wieder, die Buwer. Ihr da! Wir haben unseren Kampf ausgefochten und ich glaube, das Schicksal lässt uns wieder aufeinandertreffen, wenn der Kerkermeister das nächste Mal kommt. Und es sind nur noch 4 Gitianki, also
Einer scheint gestorben zu sein. Wir könnten damit prahlen, wer überleben wird. Aber ich glaube, es gibt einen weitaus besseren Plan. Es ist nur eine kleine Chance, aber die einzige, die wir haben. Ich höre. Wie euer Wärter euch gesagt hat, sind die Elitiden hier in ihrem Haus stark. Sie haben ihre Macht, nach Belieben zu morden und eine Flucht ist unmöglich. Aber wir Githyanki haben unsere eigene Macht und ich glaube, wir könnten in der Lage sein, die Elitiden abzulenken, um so anderen die Flucht zu ermöglichen. Wenn die Schlacht bevorsteht, werden die Githyanki innerhalb des Rings meditieren und die Geisteskraft der Elitiden zurückdrängen. Ihr solltet dann die Türen der Arena öffnen, damit wir alle entkommen können. Ihr müsst einen Weg aus der Stadt der Elitiden finden. Wir werden die Elitiden ablenken, bis ihr den Weg aus diesem Stadtgewirr erfolgreich überwältigt habt. Wenn wir mit unserer Meditation aufhören, wird es in der Arena keinen schnellen Tod mehr geben. Aber der einzig mögliche Weg führt durch die Tür. Na, dann mache ich das. Wir arbeiten zusammen. Haltet euch bereit, denn die Zeit des Kampfes liegt vor uns. Der Wärter wird bald kommen, um uns zu holen. Dumm Dideldei, aus dir mache ich Brei. Ah, na. Wobei der das nicht rollt. Aus dir mache ich Brei. Okay, dann kommen wir vorbei. Das mir zu übertragen. Nö, hier kommen wir auch nicht durch. Ich will raus, her, ich will raus, 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 raus. Ah, da ist er wieder. Und? Dumm Dideldei, aus dir mache ich Brei. Genau so. Ja, jetzt seid ihr wieder Kämpfer, weiter so Gutmacher. Ich applaudiere für euch, Jungs, denke ich. Die Githyanki übel griesgrämig gucken. Das mag ich die Githyanki-Kämpfer. Aber ihr nicht schon gesprochen habe mit ihnen, das macht Töte immer schwierig, ich weiß. Okay. Ui, da kommt aber eine arg flitzt wie der Teufel. Ein Kuator-Aufseher. Wir beginnen mit der Meditation. Achtet auf die Türen und befreit uns alle. Natürlich mache ich das. Okay. Oh, da liegt noch der alte Githyanki rum. Der hat noch ein bisschen Gold bei sich, das nehme ich doch liebend gern. Also die Arena haben sie noch nicht geputzt. Und die liefern sich jetzt so Gedanke-Battle mit der Elitide. Sodass wir dann die Möglichkeit haben, hier rauszukommen. Und die scheinen sie sich wohl aus der westlichen Tunnel gezwickt zu haben hier. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal, was hier abgeht. Also da scheinen sie sich wirklich irgendwelche Battles mit der Elitide zu liefern, dass die nämlich können. Ich hoffe, das bringt was. Und da kommen wir auf jeden Fall durch. Ihr müsst einen Ausgang finden, damit ihr diesen Ort entfliehen könnt. Sagt mir, was zu tun ist. Okay. Ich kümmere mich drum. Oh, hi Ogi. Ich zermalm deine Schädel, zermatschen. Okay, der kann nicht anders. Ich glaube, der tät uns eigentlich auch ganz gern in Ruhe lassen, der Oger. Ich will zermatschen. Aber da er unter einem Halsband steht und zu Gehorsam gezwungen wird, muss er gegen uns kämpfen. Schade eigentlich, ich habe den Oger gemocht. Ich will zermatschen. Und er hat auf jeden Fall verdammt viel eingesteckt und bringt 10.000 Erfahrungspunkte. Also Ruhe in Frieden, armer, namenloser Oger. Ist schon geschehen. Und dich finde ich schon schade. Und hier haben wir jetzt noch einen Langschwertgriff. Das ist dann für den Ausgleicher. Dann hätten wir das Ding auf jeden Fall fix gemacht. Und dann können wir uns jetzt hier nochmal umgucken. Aber ich glaube, da geht es mittlerweile 8 lang. Da können wir 8 durch. So, nochmal gucken. Ja, Ich glaube, da kommen wir 8 wenn es durch, denn oder? sein muss. Gerade mal checken. Jawohl, da kommen wir 8 durch. Aber da kommen wir nur ins Nichts rein. Sagt mir Und- die Idee, das mir zu übertragen. Die Elitide sind nach hier nämlich auf ihre Ränge. Das heißt, die machen sich jetzt auf unsere Flucht gefasst. Und ja, wissen auf jeden Fall, dass wir in der Nähe sind und wollen uns wieder einfangen. Immerhin sind wir ja ihr Arena-Tierchen. Und was gibt's denn hier noch alles? Gucken wir gerade mal, wer noch hier alles gefangen ist.
Okay, die Türe können wir nicht mehr öffnen in unser Gefängnis. Das war offensichtlich mit einem speziellen Schlüssel gesichert. Aber hier können wir aufmachen und können gucken, wenn die Elititer dann noch so alles gefangen gehalten haben. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Zum Beispiel Shaogin. Ein Shaogin-Prinz und eine Wache des Barons. Deine Zeit ist abgelaufen, So, der Prinz Freundchen. ist kaputt. Das ging relativ fix mit 99 Schaden, die ich verursacht habe. Jetzt wieder raus. Geht der zu. Und dann kann der mich mal am Abend besuchen hier. Und so. Dasselbe für ihn. Kurz und schmerzhaft. Das war ziemlich schnell erledigt. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Dann, was haben wir hier noch drin? Ah, okay, dann müssen wir aus unserer Deckung raus dafür. Und da geht es auf jeden Fall auch noch einen Gang entlang. Aber ich mag für heute auf jeden Fall noch das Gefängnis so gut wie möglich auskundschaften. Ein Kuator und ein Kuator-Krieger. Sehr schön. Zack, wieder zu. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Und wieder zu. Ey, ja, uff. Na gut. Ja, ich hoffe, das bringt was. Sag Noch mir, was zu einmal. tun Alle ist. miteinander drücken. Ich kümmere mich drum. Der hat eh nichts dabei. Und der hat nur Schampel dabei. Aller hopp. Da würde ich sagen, das ist doch optimal hier, um einen Cut an der Stelle zu machen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.